In Lukas 21 ist ja geschrieben, wenige Tage bevor Jesus festgenommen worden ist, verurteilt, hingerichtet und dann wieder auferstanden ist. Und da merken wir, dieser Bericht, dieser Hinweis darauf, was in der Zukunft passiert an dieser Stelle, ist für uns sehr, sehr wichtig, auch in unserem Vertrauen auf Jesus und in unserem Vertrauen auf das Wort Gottes, auf die Bibel. Da haben wir einen ganz deutlichen, nachweisbaren Hinweis darauf, dass Jesus die Zukunft kannte und dass er etwas sagen konnte, was kein Mensch in der Lage war zu sehen und zu wissen. Das Wort Gottes ist zuverlässig und wenn das zuverlässig war, was Jesus an dieser Stelle gesagt hat, dann müssen wir davon ausgehen, der Rest seiner Rede, die er dort im Tempel von Jerusalem vor 2000 Jahren gehalten hat, ist auch zuverlässig. Und das Bild, was uns Jesus von der weiteren Zukunft dort entwirft, ist ja alles andere als erstrebenswert und schön. Denn das, was er dort berichtet, ist, dass die Naturkräfte außer Rand und Band geraten. Es wird von Erdbeben berichtet, die stattfinden, und von Zeichen am Himmel berichtet, von Himmelskörpern, die auf die Erde fallen, von Kriegen und Seuchen, die stattfinden werden, und das in einer Intensität, wie sie vorher noch nie stattgefunden hat.